Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dass die Predigt dich inspiriert. Wir laden dich dazu ein, dir Gedanken darüber zu machen. Ich war gestern am Quartierfest bei uns, gerade so vor der Hütte. Und es war cool, weil es nicht so heiß war. Ich habe das richtig genossen. Ja, die Sonne ist runter und es ist dann doch langsam kühl geworden. Man hat etwas angelegt. Ich habe das genossen. Ich habe mega gerne warm, aber ich habe es einfach auch wieder mal cool gefunden, nicht zu schwitzen die ganze Zeit und zu merken, da gibt es auch noch andere Bedingungen. Und kriegen sie am Gas, kriegen sie am Spielen. Und ich habe dann auch gemerkt, die heisse Phase ist wahrscheinlich langsam durch. Es wird ein bisschen kühler, vielleicht wird es noch mal ein bisschen warm und so weiter, aber der Herbst, der kommt. Und Herbst ist immer so die Phase, wo wir uns überlegen, was brauchen wir noch? Weil es kommt irgendwann kalt und dann sind wir froh, wenn wir es daheim. Und vielleicht kennst du das, dann bist du in der Stadt unterwegs, meistens am Samstag, wo sie sowieso komplett überladen ist, und du musst noch ein paar Sachen haben. Und du biegst ein in diesen Kleiderladen, weil du jetzt einfach die Jacke noch brauchst. Es ist nicht unbedingt der Kleiderladen, der mega teuer ist und qualitativ hochwertige Kleider verkauft, sondern vielleicht eher der auf der anderen, im anderen Teil der Skala eher ein bisschen günstig, eher ein bisschen billig. Aber hey, es passt halt gerade mega gut. Und das Kleid, das du gesehen hast, das sitzt einfach und es kostet nichts. Du schnappst dir das, probierst es an, es sitzt, du gehst weiter und auf dem Weg zur Kasse laufst du an den Accessoires vorbei, oder? Und denkst, ja gut, bist ja blöd, wenn du zulängst, ist so günstig und man kann es immer brauchen. Du schnappst dir noch 2, 3 Sachen und gehst weiter. Was ist es, was uns dazu bringt, das Billigste zu nehmen? Obwohl wir irgendwo im Hinterkopf schon wissen, dass irgendjemand anderes den Preis gezahlt hat. Das Kleid ist nicht günstig, weil es einfach nicht so viel kostet, sondern es ist günstig, wie vielleicht jemand für einen Hungerslohn das Kleid gemacht hat. Irgendwie wissen wir es, aber wir machen es eben vielleicht trotzdem. Der eine geht es vielleicht so. Was ist es, dass wir auf Kosten von einem unbekannten Menschen Geld sparen? Du gehst weiter zur Kasse und du hast einfach einen Scannerblick, oder? Da sind 3 Kassen offen und du erkennst, welches die schnellste ist und welches die langsamste ist. Und du gehst nicht zur langsamsten, sondern du gehst zur schnellsten. Dort, wo die erfahrene Person an der Kasse steht und das Zeug durchtätscht, du stehst an, in der Hoffnung, ein paar Minuten zu sparen. Dann merkst du so ein bisschen im Seitenblick, die Schlange da hinten geht doch schneller und du überlegst, du sollst wechseln. Irgendjemand vorher hat Lampen oder was auch immer. Und kurz bevor die Schlange kannst wechseln, so dass es noch nicht ganz auffällig ist, kommt einfach einer und steht in die Schlange. Und tatsächlich am Schluss ist er 2 Minuten vor dir draussen. Komplette falsche Einschätzung, Fehleinschätzung. Woher kommt das Gefühl von Niederlage? Ich meine, das ist nicht so schlimm. Und gleich es ist so, ich habe die falsche Kasse gewählt. Woher kommt das Gefühl von Niederlage, wenn jemand schneller ist? Wenn jemand mich überholt? Wenn ich nicht den effizienteste, schnellste, beste Weg gewählt habe. Dass es sich anfühlt wie eine Benachteiligung, wenn jemand schneller ist. Egal, nach dem Einkauf gehst du raus, steigst aufs Velo, fährst heim, du hast ja deine 7 Sachen. Und an dieser Kreuzung, oder, es gibt ja die Kreuzungen, da werden alle anderen immer extrem gut und schnell durchgelassen, ausser du. Und mit dem Velo bist du an dieser Kreuzung und du weißt, du kommst nie mehr heim heute. Also, du probierst es gar nicht erst. Machst einen Schlenker rüber zum Fußgängerstreifen, röstest über einen Fußgängerstreifen. Einfach ein bisschen, oder? Du hast nicht den ganzen Tag Zeit. Der Papi, der dort mit dem Kinderwagen auf die Seite muss kumpen, kannst du ja auch nicht dafür, dass der da ist heute. Ich meine, es ist ein freies Land. Was ist es, das uns dazu bringt, rücksichtslos zu sein, nur zum 10 Sekunden sparen? Also gefühlt ist es natürlich viel mehr, aber nur zum ein bisschen sparen, zum ein bisschen schneller sein. Die Ampel ist ungerecht mit mir, also hole ich mir mein Recht, auch wenn ich dabei vielleicht gefährlich bin für andere. Was ist es, was uns lässt, immer mehr greifen, immer schneller, immer besser, was auch immer? Heute reden wir über Gier. Gier ist ein grosses Wort. Es ist die Illusion, Sicherheit oder Glück oder das, was wir halt einfach so dringend brauchen, durch Anhäufung von Materiellem im Sinne von Geld oder Besitz
oder auch Immateriellem, im Sinne von Zeit oder Ansehen, zu erlangen. Nein, immer mehr. Gier nährt sich von dieser Angst, zu kurz zu kommen. Ich habe zu wenig, ich brauche mehr. Und es schafft einen Mythos. Der Mythos, so eine glorifizierte, sagenhafte Erzählung. Nicht unbedingt wahr, aber es tönt super. Der Mythos vom Mehr. Mehr. Ja, mehr ist mehr. Mehr ist besser. Nur noch das und dann ist gut. Der Mythos sagt uns, du brauchst mehr, wenn es dir so besser geht. Das zeigt sich in Alltagssituationen, wenn ich jetzt vorher ein bisschen geschildert habe, das ist beispielshaft. Aber vielleicht erkennst du dich da und dort mit dem Drang nach mehr oder besser oder schneller. Es sind kleine Sachen, aber es geht auf bis zu grossen Entscheidungen, die nachher richtig schlimm und schwierig sind für die Leute rundherum. Unermesslich, könnte man fast sagen. Und es geht auch auf Kosten von anderen. Mein Mehr ist auch dann besser und mehr, wenn jemand anderes dafür weniger bekommt. Es ist in unserer Gesellschaft verankert. Ich meine, Steuern sparen ist so eine, oder? Das ist so eine Königsdisziplin bei uns. Man zahlt dafür, dass man weniger zahlen muss, weniger hergeben muss. Man kann sogar bei uns Schulden aufnehmen, dass man weniger Steuern zahlen muss. Steuern kommen der Allgemeinheit gut. Aber irgendwie, das tut auch ein bisschen weh, oder? Bei vielen Entscheidungen im Leben, bei den Steuern, bei Alltagsentscheidungen, bei ganz vielen Entscheidungen kann uns die Gier leiten. Jetzt ist mir mega wichtig, man darf den Umkehrschluss nicht einfach so machen. Jeder, der Steuern spart, ist gierig. Da könnte man jetzt mega mit dem Finger auf alle zeigen, oder? Es kann auch Weise sein. Gier und Weisheit und Sparen, und das ist manchmal mega nah beieinander. Und entscheiden oder darüber urteilen kannst du nur bei dir. Das ist mir mega wichtig, oder? Das bewegt jetzt etwas und da könnte man da und ja nicht, dass es gierig aussieht. Am Schluss ist es eine Sache, die du in deinem Herz mit Gott musst klären musst. Ist es Gier? Ist es clever? Ist es weise? Bei diesen Entscheidungen, die wir treffen. Aber was ich hier auch möchte sagen ist, dass die Angst, zu kurz zu kommen, eben stark ist. Und das Versprechen, das mehr glücklich macht, dass Gier sich lohnt, das ist eben schon verlockend. Und aus diesem Grund würde ich sogar sagen, Gier ist eigentlich nicht die Ausnahme, sondern es ist vielleicht sogar unsere Standardeinstellung. Es ist ja logisch, es ist intuitiv. Wenn du zu wenig hast, dann holst du dir etwas. Das ist auch nicht so kompliziert, es ist völlig logisch. Und vieles, wo Gier gierig ist und so weiter, ist auch in unserer Gesellschaft, also das Ich für mich schauen, das ist auch legitim, das ist auch normal. Ganz so ein bisschen nach dem Motto, wenn es jemand macht, ist es Sünde und wenn es alle machen, ist es Kultur. Und wenn wir unsere Kultur, deine Kultur oder drin die bewegst oder so ein bisschen gesamtschweizerisch angeschaut, es steckt einfach auch dort drin. Und es sind Sachen erlaubt oder so ein bisschen gern gesehen, die wegen dem ethisch nicht richtig sind. Nur weil es erlaubt ist es nicht einfach richtig. Nur weil es erlaubt ist es nicht weise und unsere Gesellschaft duldet. Und das macht uns auch nicht glücklich, nur weil es erlaubt ist. Das heisst, es ist eine Einladung, genauer herzuschauen. Von diesem Mythos vom Meer, von dieser Gier, warnt uns die Bibel eindringlich. Und dem wollen wir heute auf die Spur kommen. Und auch, was der Weg daraus ist. Wir wollen ja nicht dort hängen bleiben. Der Paulus findet klare Worte in diesem Brief an Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Und er schreibt dort, wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels. Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse erwächst aus der Habgier.
Schon so mancher ist dir verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Habgier als Wurzel von allem Bösen, das ist schon sehr ein klares Signal. Da gibt es schon nicht viel zu gewinnen, in diesem Mythos mehr. Es gibt eigentlich nur zu verlieren. Der Paulus malt aus, was passieren kann. Ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, aber so wie das tönt, ist es doch durchaus etwa mal passiert. Im schlimmsten Fall verlierst du den Glauben. Habgier ist eine gefährliche Sache. Und wenn wir heute darüber reden und du merkst, irgendwie, dann lohnt es sich umso mehr zum Herschauen. Wie gesagt, es ist wohl eher die Regel als die Ausnahme, dass wir einfach so gestrickt sind. Der Paulus entlarvt die Sache mit der Gier, mit dem Mehr für mehr, als ein leeres Versprechen. Es wird nicht länger, nur noch das. Nur noch dieses. Da noch ein bisschen mehr, dort noch ein bisschen näher und dann ist gut. Es wird nicht länger. Und das irgendwo zu schauen, mal ganz grundsätzlich, das ist vielleicht ein erster Schritt, um dort auch weiterzukommen. Jetzt ist die Frage, was habt ihr Jesus entgegen? Oder was habt die Bibel in Gesamtheit entgegen? Weil die Erkenntnis, dass mehr und mehr und mehr, dass sich das nicht lohnt, das ist jetzt für uns auch nicht so überraschend. Also, ich kenne auch niemanden, der sagt, ich bin gierig und ich bin stolz drauf. Das braucht ja doch ein bisschen Mut, auch in unserer Gesellschaft. Weil man weiss es. Es macht es aber nicht einfacher, weil Gier ist in diesem Fall auch ein bisschen versteckte Kraft. Es ist ein bisschen verdeckt, weil man weiss, also wenn es zu gierig aussieht, dann werden die Leute kritisch. Also so dann schon nicht, oder? Also probiert man es ein bisschen leislich zu machen. Also irgendwie wissen wir es, sonst wäre es ja überall offensichtlich. Und doch ist es schwierig, sich dagegen aufzulehnen, einen anderen Weg zu wählen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum in der Bibel doch oft zum Thema geschrieben wird. Gier ist ein Thema schon im Paradies. Der Hals nicht voll bekommen, das auch noch wollen. In den 10 Geboten wird es thematisiert. Jesus redet darüber, direkt und im Gleichnis. Der Paulus redet darüber. In den Briefen und an ganz vielen Stellen kommt Gier und ja, das alles rundum, Eifersucht, Umgang mit Reichtum, das ist ein riesiges Thema, oder? In der Bibel kommt das so oft. Also ist es wichtig. Jesus zeigt uns einen Weg, ganz einen praktischen Weg. Und ich habe gefunden beim Lesen, es ist eigentlich fast ein bisschen einfach. Aber lassen wir uns mal darauf ein. Er stellt die Logik auf den Kopf und sagt, ja nicht mehr ist mehr, sondern weniger ist mehr. Warum? Jesus ist mit einem Pharisäer am Reden, er ist zum Essen eingeladen und es läuft nicht so erfreulich. Also das ist mal vorgekommen zwischendurch bei Jesus und der Pharisäer ist recht ins Enkel gestellt worden. Jesus hat ihn entlarvt als Heuchler und hat gesagt, ihr Pharisäer hat ja alle solidarisch mit hineingenommen, also die ganze Personengruppe der Pharisäer, hat gesagt, ihr habt das Problem, ihr seid Heuchler. Ihr schaut, dass es aussen gut aussieht, aber innen durch seid ihr voll Gier und Boshaftigkeit. Wieder, es ist versteckt. Innen durch voll Gier und Boshaftigkeit, aussen sieht es super aus, aber Jesus durchschaut es und er hebt voll drauf und sagt, das geht nicht. Und da gibt eine klare Anweisung. Gebt das, was in euren Bechern und Schüsseln ist, den Armen, dann seid ihr auch vor Gott rein. Es ist eine Anweisung, wie die gierigen Pharisäer, oder wenigstens innen durch gierig, können frei werden von dieser Gier, können rein werden, nicht nur aussen, sondern auch innen. Gebt es weiter. Und wir erinnern uns, wir können nicht 2 Herren dienen. Das ist auch in diesem Bild. Du kannst nicht aussen rein sein und innen gierig oder boshaft oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Gott sieht dich als ganze Person. Er durchschaut es. Und er sagt, das geht nicht. Die Pharisäer sind gefangen in dieser Gier und die geistliche Gewohnheit, die wir es heute nennen, die sich frei machen kann, ist Grosszügigkeit. Weggeben. Nicht mehr holen, sondern weggeben. Weniger.
ist mehr. Jesus sagt es klipp und klar. Der Paulus gibt noch eine andere Betonung und der wollen wir ein bisschen auf die Spur gehen. In diesen paar Versen vor dem Teil, wo er so ein bisschen ausmalt, was hergehen kann, wenn man sich der Gier hergibt, sagt er, 1. Timotheus 6, 6-8, es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Also er kommt da mit dem Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Er bringt eine weitere Dimension ins Spiel. Zufriedenheit. Zufriedenheit oder Genügsamkeit, das kann man so pauschal wahrscheinlich sagen, ist eigentlich so der Gegenpol zu Gier. Gier hat immer zu wenig. Gier sagt uns immer, noch mehr, dann längt's, und es langt am Schluss gleich nicht. Zufriedenheit hat genug. Zufriedenheit braucht nicht noch mehr. Also Zufriedenheit, so wie es der Paulus hier zeigt, ist das Tor oder der Weg zu diesem Leben mit Gewinn. Als Christ zu leben bringt großen Gewinn, wenn die Zufriedenheit da ist. Also lasst uns dieser Zufriedenheit auf die Spur gehen. Was heisst Zufriedenheit? Ich meine, wir kennen das Wort. Aber was schwingt da mit? In diesem deutschen Wort Zufriedenheit, da steckt einiges dahinter, wie so oft in diesen biblischen Texten. Es kommt aus einem Begriff, der ein bisschen mehrdeutig ist, Autarkeia, ein griechischer Begriff, und es heißt in sich selbst genügend, über ausreichend Mittel verfügende, sodass genug, unabhängig von äußeren Hilfsmitteln. Autarkeia, autark, das ist ein Begriff, den wir heute noch brauchen. Es reicht, es ist genug, ich brauche nichts. Auch eine sehr grosse Unabhängigkeit. Ich kann für mich sorgen und so weiter. Also Zufriedenheit ist nicht nur einfach, es reicht jetzt, sondern ich habe genug, ich brauche nichts, ich bin unabhängig. So ist der Begriff gebraucht worden. In der Philosophie, damals war das so ein Inbegriff für einen Menschen, der ein vollständiges, gutes Leben hat, wenn er eben für sich allein stabil gestanden ist, keinen Mangel gehabt hat, total unabhängig von rundherum. Man merkt, irgendetwas stimmt noch nicht so ganz. Gott hat noch keinen Raum. Der Paulus hat den Begriff auch gebraucht, weil er hier bekannt war. Er hat ihn aber in Zusammenhang gebracht mit Gott. Und so ist es nicht unabhängig, weil ich alles in mir habe. Ich habe alles. Ich brauche nichts. Ich bin komplett. Mein Leben ist ganz. Aber nicht, weil ich alles mir erarbeitet habe, sondern weil Gott mir schenkt, was ich brauche, zum ganz zu sein. Es genügt, was Gott mir gibt. So verstehen wir auch die Aussage von Paulus in Philipper 4,13, wo sagt, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Es ist komplett. Der Paulus hat etwas über das. Und es zeigt, die Zufriedenheit ist genug haben an dem, was Gott mir gibt. Unabhängig sein von außen, das gilt nach wie vor, weil wir abhängig sind nur von Gott. Die Philosophie sagt, ich genüge mir selber. Und der Paulus sagt, Christus genügt mir. Es ist eine kleine Revolution, die er dort anzettelt. Und es ist auch für unser Herz eine kleine Revolution und eine grosse Herausforderung. Zufriedenheit ist in diesem Fall also keine Reaktion auf irdischen Reichtum. Jetzt habe ich endlich genug, um zufrieden zu sein. Das ist eben der Mythos mehr, oder? Es ist umgekehrt ein Ausdruck vom Vertrauen, der sagt, ich habe genug, weil Gott mir genug gibt. Ich bin unabhängig von Irdischem, abhängig von Gottes Versorgung. Die Pharisäer sind an dem gescheitert. Jesus hat sie darum ins Enkel gestellt, weil sie sich Sachen angehäuft haben. Sie haben so da, als hätten sie genug von dem, was Gott gibt. Haben aber den Hals nicht voll bekommen und darum selber noch die eigene Tasche geschaffen. Und er hat das
aufdeckt. Es braucht kein geheimes Kässeli, wenn Gott dich versorgt. Der Paulus bringt die Zufriedenheit in direktem Zusammenhang mit dem Leben mit Gewinn, mit dem Leben als Christ, mit dem Leben mit Gott, das Gewinn bringt. Das gute Leben, das wir auch letzte Woche schon davon gehört haben. Entsprechend kann man sagen, Unzufriedenheit, nicht genug bekommen, führt in die andere Richtung. Also Gier oder nicht Gier ist eine Frage von was sind wir abhängig. Und Zufriedenheit ist die Antwort darauf, dass die Gier verschwindet, wenn wir abhängig sind, nur von Gott. Genügsamkeit, Zufriedenheit ist nicht nur, ich häufe mega viel an, dass ich mega grosszügig weitergeben kann, das könnte auch so ein Mechanismus sein, oder? Sondern ich muss gar nicht erst anhäufen. Ich habe schon genug. Und nur mit einer Zufriedenheit können wir auch Grosses weitergeben, ohne dass nachher ein grosses Loch entsteht. Ein neuer Mangel, den wir wieder füllen müssen und wieder gierig etwas reinholen müssen. Zufriedenheit füllt es. Unabhängig von dem, was sonst noch füllen sein. Aber wie geht Zufriedenheit? Ich meine, den Begriff kennen wir, jetzt kennen wir ihn vielleicht noch ein bisschen besser. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Dieser Ausdruck oder dieser Satz, der bringt mich zurück in die Kindheit. Wenn du als Kind aber wirklich den Hals nicht vorbekommen hast, dann habe ich das jemand dir gehört. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Es ist so schnell gesagt, vielleicht sagst du das manchmal selber auch, oder hast du es auch schon gehört. Ja, wenn es so einfach wäre. Ich meine, die Strategie ist schnell erklärt. Es soll einfach genug sein, oder? Wenn du Kleider hast und Essen, dann ist es genug. Mehr brauchst du nicht. Also bist du zufrieden. Zufriedenheit ist ein Zustand, eine innere Haltung, eine Befindlichkeit. Und entsprechend ist es halt nicht einfach eine Entscheidung. Es hat mit Entscheidungen zu tun, natürlich. Aber es braucht ein bisschen Zeit. Und so wie ich als Kind dürfen lernen, das ist nicht immer alles nur für mich, oder? Die Kinder müssen das von Grund auf lernen. Das ist manchmal schon noch fies. Dass es nicht immer alles nur um mich geht. So dürfen wir heute noch lernen, dass es nicht immer alles nur um uns geht, dass wir nicht immer noch mehr brauchen. Und ich glaube, wir brauchen dort ein bisschen Geduld mit uns selber. Du kannst das nicht einfach so ändern. Es braucht Weisheit, Führung von Gott. Und Gott gibt uns aber doch etwas, wo man handeln kann, in die Finger, das weitergeben. Das grosszügig sein. Wir sind in dieser Serie vom Grosszügig, wir sind jetzt ein bisschen im Gegenpol kehren, aber am Schluss führt es uns dorthin. Jesus gibt die Anweisung den Pharisäern, gebt weiter. Und das scheint etwas zu sein, wo eine Handlung mein Herz verändern kann. Aber wenn ich das mache, mit dem richtigen Motiv, dann verändert sich etwas bei mir. Zufriedenheit ist lernbar und Grosszügigkeit ist die Handlung, die unsere Haltung und unsere Befindlichkeit darf verändern. Die uns herführen zu dieser Zufriedenheit, zu dem Genug haben, zu dem abhängig sein von Gott und nicht von dem, was ich mir selber anhäufen kann. Um mit diesem Thema Schritte zu machen, und das ist ja auch schwierig, da haben wir alle ganz verschiedene Sachen, die jetzt anklingen. Ich glaube, was sicher ist, wir müssen bei uns selber heranschauen. Jesus schaut beim Pharisäer her und er pointet es glasklar raus. Und ich glaube, der Pharisäer, dem war es nicht mehr so wohl. Der war ein bisschen überführt. Es ist manchmal ein bisschen unangenehm. Und trotzdem lass uns die Frage stellen. Wo habe ich das Gefühl, zu wenig zu bekommen, zu kurz zu kommen? Und wo bin ich versucht, mir selber zu nehmen, was ich das Gefühl habe, brauche ich? Ich meine, der Klassiker ist finanziell, natürlich. Du hast zu wenig und du denkst, du musst da noch und dieses noch und das noch, dass du nachher endlich genug hast. Aber vielleicht ist es so Zeit. Jetzt rinnt Zeit und du hast zu wenig und du bräuchtest noch mehr. Und alle profitieren von deiner Zeit, ausser du. Und du probierst irgendwie
die Zeit wieder zu holen. Vielleicht ist so Glück, ich meine, Glück ist ja so ein grosser Begriff, oder? Aber so ein bisschen das Murphy's Law, oder? Die trifft es immer. Du hast noch nie etwas gewonnen, dir ist noch nie etwas zugefallen. Du kommst zu kurz. Vielleicht ist das Ansehen, man anerkennt nicht, wer du bist. Du kommst zu kurz, du wirst nicht so wahrgenommen, wie du wärst. Was es so immer ist, vielleicht ist es einfach eine konkrete Situation und du merkst, immer dann kommt etwas auf in mir, so das Gefühl vom zu kurz kommen und ich fange an reagieren und handeln, wie ich es eigentlich gar nicht will. So unangenehm die Erkenntnis bei uns selber darf sein und kann sein. So wichtig ist, dass wir nicht zurückschrecken und sagen, das lassen wir lieber sein, das schaffen wir sowieso nicht. Als Jesus den Pharisäer konfrontiert hat, dann hat er das gemacht, weil er gewusst hat, es gibt einen Weg für einen Pharisäer. Zum Reinwerden, wie er es hier nennt. Es gibt einen Weg. Wenn es hoffnungslos wäre, dann hat er auch keine Sekunde darauf verschwendet. Es gibt Hoffnung. In welchem Bereich von deinem Leben fällt es dir schwer, Gottes Grosszügigkeit zu sehen? Zufrieden zu sein, in dem Sinne, wie es der Paulus gesagt hat. Zufrieden zu sein, eine tiefe Gewissheit, dass du nicht mehr brauchst, als das, was dir Gott gibt, sodass du frei sein kannst. Von den Sachen, die auch noch sein könnten. Wo fällt es dir schwierig? Und kann es sein, dass in dem Bereich, wo dir das schwierig fällt, eben vielleicht manchmal so ein bisschen vor Gier geleitet bist? Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass es Gott ist, der uns das gibt, was uns das andere verspricht. Er möchte uns das geben. Er wird unseren Hang nehmen. Und er gibt uns einen Weg, der über das Loslassen geht. Grosszügigkeit, das tun so aus der Fülle weggeben, es darf auch im Kleinen sein. Loslassen von Abhängigkeiten, wo wir das Gefühl haben, machen uns glücklich. Und uns zuzuwenden dem, was Gott uns gibt. Und vielleicht lohnt es sich, dann ganz konkret, an einem Bereich, wo du in deinem Leben merkst, da bin ich ein bisschen mit dem dran, grosszügig zu handeln, etwas wegzugeben. Mal ausprobieren, vielleicht mal auszuhalten, das erste Gefühl vom Verlust. Und dann mit deinem Herz zu Gott gehen. In der Hoffnung, dass er es auch verändert. Dass du zufrieden werden kannst. Wo Jesus den Pharisäer darauf aufmerksam gemacht hat, dass er ein Problem hat, ist es nicht eine Schikane gewesen. Und das ist mir zum Schluss enorm wichtig. Ich habe es schon gesagt, Jesus hat ihn eingeladen auf einen Weg, der sich für ihn wird lohnen. Der Paulus sagt auch, das Leben als Christ hat den Gewinn, wenn wir uns auf diesen Weg vor Zufriedenheit machen. Das lohnt sich. Das ist nicht eine Anschuldigung, dass du weißt, dass du nicht gut bist. Und ja, der Pharisäer war wahrscheinlich beschämt. Das ist möglicherweise der Weg. So startet es vielleicht. Mir ist wichtig, dass wir nicht dort hängen bleiben, sondern die Einladung annehmen. Das Ziel von Jesus war nicht die Verurteilung. Das Ziel von Jesus war, den Weg aufzuzeigen. Und die Einladung, die gilt heute für uns. Auch in diesem Thema Gier, auch in diesem Thema Unzufriedenheit, auch wenn es ein Thema ist, das rundum vielleicht gar niemand mitbekommt. Sie gilt für uns. Und wenn wir manchmal überrascht sind von unseren dunklen Seiten, lass uns nicht dort stehen bleiben. Wenden wir uns an Jesus. Machen Schritte, die uns herausfordern in dem, Schritte von Grosszügigkeit, her in die Abhängigkeit zu Gott, weg von Abhängigkeit, von Materiellem, von dem, was uns das nicht geben kann. Den Schritt kannst du mit Jesus machen. Und diesen Schritt den kann man auch zusammen machen. Und das ist das Schöne an Kirche, dass wir das auch zusammen machen können. Dass wir in einer Small Group mal über das reden können. Du bist nicht allein. Und du bist auch nicht der Einzige. Und so kommt die Einladung aus diesen Texten raus.
her zum Leben in Zufriedenheit. Zum Leben in Fülle, wie Gott da ist, der genug gibt. Ich möchte beten. Jesus, es ist ein bisschen fies, wie du den Pharisäer dort in seinem eigenen Zuhause vorführst. Es ist ein bisschen unangenehm. Aber noch im Angst steht, dass du die Pharisäer liebst, dass du bist gar nicht böse auf sie, sondern du hast sie gern. Und es ist ein Zeichen von Liebe, dass du eben diesen Menschen, die dir wichtig sind, und das sind nun mal wir alle, und mal sagst, wenn es ein bisschen kritisch ist. Und mit diesem Ohr wollen wir auch hören. Wir wollen auf dich schauen und wissen, du liebst uns. Du möchtest uns so gerne alles geben, was uns zur Zufriedenheit lenkt. Und du lädst uns ein, das möglich zu machen, indem wir für das Platz machen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest an dem Ort, wo wir stehen, dass wir Schritte machen dürfen, dass wir sehen dürfen, was wir von dir empfangen. Dass wir demütig und bescheiden sein im Umgang mit anderen. Wir dürfen zufrieden sein, wenn wir sehen, wer du bist und was du für uns parat hast. Ich bitte dich um dein Segen. Und ich freue mich zu sehen, was da entsteht, wenn wir dort Schritte machen können. Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.